Halli, hallo. Ja, wo sind wir denn da wieder? Wo sind wir wieder? Ja, wir sind wieder in Klaus Peters Küchenstudio. Neues aus meiner Küche. Ja, ich habe euch ja versprochen, ich komme wieder. Gestern haben wir ja oder neulich, die Hühnersuppe gemacht. Nee, es war gestern. Ja, und ich will euch noch mal zeigen, was ich noch gemacht habe. Quittenbrot. Ja. Das hat immer Nati gemacht. Nati war eine Freundin von mir. Und ich habe mich nie an Quitten rangetraut. Und jetzt habe ich das auch mal wieder probiert. Im letzten Mal. Oh, Klaus Peter, nee. So, und jetzt probieren wir das mal. Ich gebe mal unserem Kameramann was. So, Herr Kameramann. Und ich probiere auch nochmal. Köstlich. Muss man mal die Finger abmachen. Ja, Quittenbrot habe ich gemacht, das kann man das ganze Jahr. Also das kommt nachher in kleine Tupperdosen, in den Kühlschrank und mir schmeckt das wunderbar, so als Kleinigkeit mal zwischendurch. Oder auch zu Käse. Nee, hat bei uns fast ein Jahr gehalten. Ja, und dann habe ich noch gebacken. Und zwar mein schönes Roggenbrot. Das habe ich mal ein bisschen verfeinert, das Rezept. Und seht doch mal an, sieht doch gut aus. Ne? Könnte vielleicht ein bisschen lockerer sein. Aber wollt ihr mal probieren? Ja, ich mache das für euch. Ne? So, gut. Und jetzt gehen wir gleich zum nächsten, was ich euch ja versprochen habe. Meerrettichsoße. Heute koche ich mit euch Meerrettichsoße. Pass mal auf. So, aber eins habe ich doch vergessen, euch zu sagen oder zu zeigen. Wisst ihr, ich habe ja im Keller noch gefunden, Johannisbeersaft von 1985. Wisst ihr überhaupt, wann das war? 1985, ja schon lange her. Oh Gott, was war ich da jung? Ja. Johannisbeersaft von meinen Eltern eingekocht, nicht? Mutti, Papa, mich hat das so viel Spaß gebracht, das immer einzukochen. Ja, und ich habe das einfach mal aus dem Keller geholt. Hat sich so ein bisschen Sediment festgesetzt, aber das macht nichts, das kriege ich raus. Und guck mal, das habe ich schon alles rausgeholt. Und es schmeckt noch gut. Da koche ich noch Gelee von, ja, Johannisbeergelee von den Eltern. So haben sie früher schon für uns gesorgt. Aber nun, Spaß beiseite, Ernst komm her, nein, beziehungsweise jetzt die Suppe kommt her. Die Suppe stelle ich schon mal etwas tieferer von der Temperatur und jetzt will ich ja die Meerrettichsoße machen. Da brauche ich als erstes Margarine oder Butter. Ich nehme jetzt mal Margarine, das wird ein bisschen billiger, nicht? So, kommt jetzt hier in diesen schönen Topf. Ich gebe noch ein bisschen mehr rein, denn mit Butter kochen kann ja jeder, nicht? Ja, das wisst ihr ja auch. So, dann stelle ich hier schon mal an. So, dann brauche ich dazu Mehl. Da habe ich schon einen Löffel hier liegen, weil ich jetzt hier eine Mehlschwitze mache. Und das Ganze, wenn das dann schön durchgeschwitzt ist, aber das werdet ihr ja gleich sehen, dann wird das gelöscht mit Brühe, mit der frischen Rindersuppe, die ich da habe, diese Brühe. Hier, guckt mal hier, sieht das nicht gut aus. Und da kommt natürlich dann möglichst nur die Brühe rein. So. Ja, und wenn das Ganze dann fertig ist, ja, Eier brauche ich noch nicht, um das nachher kommt noch ein geschlagenes Ei mit Sahne da rein, Meerrettich kommt dazu, frische Milch kommt noch ein Schuss dazu. Und wenn wir das dann essen, dann gehört zu dem Fleisch, hier ist das Fleisch, nicht? Sieht jetzt nicht so schön aus, nicht? Aber das wird dann schön aufgeschnitten, nicht? Ja, und ein bisschen Stil haben wir ja auch, nicht? Ja, und dazu essen wir dann die Meerrettichsoße zu diesem schönen Rindfleisch und dazu dann auch noch, das schmeckt immer besonders lecker, rote Beete in Scheiben, nicht diese kleinen Kügelchen, die sehen zwar toll aus, aber die flutsch sind sie durch die ganze Wohnung geflutscht. Ja, das wollen wir ja nun auch nicht haben. So, das fängt hier schon mal an. Ja, und dann schmecke ich das Ganze noch ein bisschen ab. Und ja, ich glaube, jetzt kann ich schon mal, den Schneebesen habe ich schon mal, da kommt dann schon mal ein bisschen Mehl rein. Und das haben wir. So. Ich mache die Soße ja mal gern
Und dass es ein bisschen sämig ist. Ne? So, das haben wir schon mal drin. Jetzt lasse ich das so ein bisschen einbrennen und verteile das schon mal so ein bisschen. So. Ja, und jetzt, guck mal, hier vorsichtig, jetzt komme ich mit dem Topf rüber. Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht das Fleisch kriege. Jetzt lösche ich das Ganze ab. Ja, das geht jetzt noch ein paar Minuten so. Ja, ein paar Minuten ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen nicht, bis das dann eine richtig schöne Soße ist. So. Ich glaube, euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ja, mir ja auch. Und die Suppe, die ist so kräftig, die kann ich vielleicht noch verlängern nachher. So, dann haben wir schöne Fleischbrühe. Und jetzt kommt noch ein Schuss Milch dazu. Ich bin ja so ein Soßenfan. Ich muss da immer noch so ein bisschen, ja, es muss immer viel Soße sein. So, nun kommt noch so ein Schuss, mache ich dazu. So nach Geschmack und Zungenschlag. So, und jetzt rühre ich das Ganze. Und jetzt muss das kochen. 5 Minuten werde ich jetzt rühren. Meine Soßen kochen immer 5 Minuten, beziehungsweise werden 5 Minuten gerührt. Und dann schmecken sie besonders gut. Ja. So, die Suppe habe ich jetzt 5 Minuten gerührt. Jetzt gucke ich mal, die Suppe. Was rede ich denn? Ja, das ist das alte Soße, aber fängt ja auch mit S an, nicht? Ja. Das ist schon mal sehr lecker. Jetzt kommt als nächstes Meerrettich ran. Da muss ich mir mal eben sehen, dass ich hier irgendwie einen Löffel kriege. Ja, hier habe ich jetzt nicht. Oh, dann habt ihr alle in meine Schublade geguckt. Ach nee, das ist mir jetzt unangenehm. Hoffentlich ist sie sauber gewesen. Ja, jetzt kommt hier Meerrettich ran. Ich nehme immer den Sahne-Meerrettich. Man kann natürlich auch frischen nehmen. Habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Muss man einfach mal ausprobieren. Ich habe irgendwo gelesen, so 10 cm und dann schön gerieben. Ich mache das immer so. Ist bisher auch immer gelungen. Mal verrühren. Und dann muss man jetzt immer abschmecken, wie kräftig man die Soße mit Meerrettich, mit dem Meerrettich-Geschmack haben möchte. Ja. Ist schon ganz gut. Ein bisschen mehr kann, glaube ich. So. Schön verrühren. Rühre. Könnte man jetzt auch singen, wer will fleißige Köche sehen, der muss zu Klaus-Peter gehen. Das finde ich schon ganz gut. Aber auch noch ein bisschen mehr. Kann ruhig noch ein bisschen kräftiger. So. Ich glaube, das reicht. Und jetzt legiere ich das Ganze noch mit einem Eigelb. Und zwar habe ich hier, das muss ich noch mal zeigen, so ein Eiweißtrenner. Ich zeige euch das jetzt mal. So, da kommt jetzt das Buch zerbrochen. Oh, aber geht das gut. Ups, na, es hat nicht ganz so geklappt, aber macht ja nichts. Ihr wisst, wie ich das meine. So, noch ein. So, bisschen Schale drin auch. Oh, ein bisschen Schale macht auch nichts. Ne? Das hole ich nachher da wieder raus. So, das kann man dann noch schön zum Frühstück mal benutzen. So, das kommt in die Spüle rein. Und jetzt kommt noch, mit Sahne kochen kann ja auch jeder noch ordentlich so einen Schuss. Schöne Sahne dazu. Das verquere ich jetzt so. So. Ich finde diesen Quirl so schön, den habe ich irgendwo mal gefunden und gekauft. Ja, nochmal so ein bisschen. So, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt kommt das hier in die Suppe. Ach, ich mit meiner Suppe. In die Soße. Natürlich kommt das in die Soße rein. Ja. Aber so, jetzt wird gleich nochmal abgeschmeckt.
soll ich sagen, das schmeckt. Aber macht euch keine Hoffnung. Ich lade euch nicht ein. Nein, kann man ja auch nicht in diesen Zeiten. Man soll ja auch niemanden mehr einladen. Nee. Und als letztes jetzt, wo habe ich denn jetzt noch? Ja, Butter. Mit Butter kochen kann ja jeder nicht. Aber ich habe ja vorhin mit Margarine gekocht. Und jetzt kommt noch ein bisschen Klacks Butter in die Soße. So, nochmal umrühren. Und dann ist das Essen im Prinzip fertig. Die Suppe ist fertig, da kann man jetzt Nudeln zu essen oder Reis, was du gerade möchtest. Und ja, und zu der Meerrettichsoße, da passen dann schöne Salzkartoffeln und dann das gut aufgeschnittene Rindfleisch und ja, die rote Beete. Und dann hast du ein wunderbares Essen. Ich sage es dir. Vielleicht zeige ich dir ja noch einen Teller mit dem oben drauf. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen guten Appetit bei dem, was du auch gerade auf dem Tisch hast. Und wenn das nur ein Stück Trockenbrot ist, manchmal schmeckt das auch gut. Also, ich sag mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und empfehle mich gerne weiter. Teilen, immer teilen diese Sendung. Tschüss.